تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور ذوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنور بمدارس تحفيظها قد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah weiter mit unserer Vortragsreihe Asma ul Husna. Wir haben in den letzten Unterrichten, wenn ihr euch noch erinnert, über die Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen und wir haben gesagt, wie gewaltig und wie weit Allah seine Rahmat ist. Wir haben gesagt, wo überall Allah seine Rahmat auf der Dunya zu erkennen ist, wo sie überall reflektiert in unserem Leben und alltäglich auch. Dann haben wir gesagt, dass Allah Rahman und Ar-Rahim ist, was die Bedeutung davon ist. Und jetzt eigentlich sind wir auf diesem Stand, wo wir wissen, was Ar-Rahman, Ar-Rahim bedeutet, wo wir wissen, wie gewaltig, wie mächtig Ar-Rahman und Ar-Rahim ist, sein Name ist. Wir wissen, wo es überall zu reflektieren ist, wo man überall das Rahmat von Allah erkennt. Jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo eigentlich diese 4 Sachen auftreten müssten. Diese 4 Sachen müssten bei uns auftreten. Wenn man nämlich Allah seine Rahmat kennt und sie sieht und diese erkennt, müssen diese 4 Sachen auftauchen bei einem Menschen. Als erstes steigt die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr. Weil man weiß, wie gnädig, wie Rahmat, wie schön Allah das alles gemacht hat. Somit steigt die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das zweite ist, die Ibadat, die ihr verrichtet, müsstet ihr von nun an mit noch mehr Hoffnung verrichten, weil ihr wisst, wie weit und wie gewaltig doch Allah seine Rahmat ist, Allah seine Barmherzigkeit ist. Also müsstet ihr eure Ibadat, die ihr von nun an verrichtet, mit noch mehr Hoffnung verrichten. Drittens, der Scham gegenüber Allah müsste steigen. Man müsste sich vor Allah noch mehr schämen. Weil man weiß, er ist so ein entgegenkommender Allah, so ein gnädiger Allah, so ein barmherziger Allah, so ein Allah, der die ganze Zeit meine Sünden verdeckt, meine Sünden vergibt. Dann müsste man sich nächstes Mal schämen, wenn man einen Fehltritt macht. Es gab einen von den Sahabas, als sie im Sterbebett lagen, haben sie angefangen zu weinen und sagten, warum weinst du? Da hat er gesagt, Wallahi, sollte ich jetzt die Nachricht erhalten, dass Allah mir meine Sünden vergeben hat, so weine ich trotzdem, weil ich mich schäme für das, was ich vor dem Islam getan habe. Das ist einfach nur, ich schäme mich dafür, was ich getan habe, gegenüber so einem Allah, gegen so einem Schöpfer, gegen so einem Herrn. Das Schamgefühl von einem Menschen müsste steigen. Viertens müsste nun bei uns Folgendes entstehen, und zwar, wie bekomme ich Allah seine Rahmat? Wie erlange ich diese Rahmat? Wie wird mir ein Teil von dieser Rahmat zuteil? Wie bekomme ich das? Und der nächste ist, wie kann ich das in meinem eigenen Leben umsetzen? Und das ist heute unser Thema. Als erstes, wie erlangen wir Allah seine Rahmat? Wie bekommen wir einen Teil von dieser Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala? Und dafür gibt es Beispiele im Edlen Koran. Und zweitens, wie setzen wir das in unserem Leben um? Wie können wir das zu unserem Charakter machen, dass wir gnädig und barmherzig sind? Als erstes, Allah seine Rahmat erlangt man nicht, wenn ihr im edlen Koran aufschlagt, indem man sich hinsetzt und chillt. Für diese Leute gibt es Allah seine Rahmat nicht. Also wenn ihr sowieso die Verse liest, wo es überall Allah seine Rahmat gibt, dann ist Allah seine Rahmat für diejenigen, die sich abmühen, die Dawa machen, die eine Aufgabe auf sich nehmen, die verantwortungsbewusst handeln, die pflichtbewusst handeln, die vorsichtig mit ihrer Zeit umgehen, die eine Aufgabe der Umma an sich nehmen, die Sachen erlernen, die ihre Aufgaben mit voller und 100%iger Genauheit erfüllen. Für diese Leute gibt es das Rahmat Allah. Ich möchte euch hierbei 4 Beispiele aus dem edlen Koran aufzählen, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wen wird diese Rahmat von Allah zuteil? Wer erlangt diese Rahmat? Und derjenige, der diese Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala kriegt, er wird recht geleitet sein, er wird in sein Paradies eingehen, er wird nicht in die Irre geführt werden nochmal und er wird geschützt sein. Das erste ist, wie erlangt man Allah seine Rahmat? Indem man als Gemeinschaft, als Umma Allah subhanahu wa ta'ala dient. Guck mal, Allah sagt im edlen Koran,
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Schutzherren, sind einander Freunde. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Das sind diejenigen, und hier kommt alles in Pluralform, die gemeinsam das Gebet verrichten, die gemeinsam die Zakat entrichten, die gemeinsam zum Guten aufrufen, die gemeinsam das Schlechte verwerfen, die gemeinsam Allah und seinen Gesandten folgen. Also diejenigen, die in einer Gemeinschaft sind, alles gemeinsam machen, und hier kommt alles in Pluralform, sagt Allah zu ihnen, Ulaika sayarhamuhumullah, inna Allah azizun hakim. Allah wird ganz genau diesen Leuten seine Barmherzigkeit teilwerden lassen. Allah wird sich ihnen barmherzig erbarmen, und ganz gewiss Allah, der Allmächtige und Allweise. Hier geht es darum, dass man in einer Gemeinschaft gemeinsam handelt, und das fordert Allah subhanahu wa ta'ala von uns. Man kann alleine was machen, man kann eigenständig man kann vieles machen, aber dies ist nicht so wie in der Gemeinschaft. Und das Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala gibt es in der Gemeinschaft, in der Jamaat. Und ihr wisst selbst, wie schwierig es ist, als Gemeinschaftsform zu arbeiten, weil dann müsst ihr manchmal über eure Fehler hinwegsehen, manchmal wird euer Gedanke nicht durchgesetzt, manchmal wird euch Schuld, also da habt ihr Fehler gemacht, dann müsst ihr dafür gerade stehen, ihr müsst Rücksicht nehmen auf andere, ihr könnt nicht einfach handeln, deswegen ist die Arbeit in einer Gemeinschaft sehr schwer. Und weil sie auch sehr schwer ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, erbarme ich mich ihn, werde ich meinen Rahmat ihm zuteil werden lassen. Guck mal, in einer Gemeinschaft arbeiten ist was Edles. Es ist nicht sinnvoll, einfach zu sagen, ich warte, bis mir eine Aufgabe gegeben wird. Diejenigen, die gläubig sind, die suchen die Aufgaben, die entdecken die Fehler, die entdecken die Lücken. Als eine Gemeinschaft guckt man erstmal, was sind die Probleme, was sind die Fehler, was können wir machen, und dann wird gemeinsam darauf hingearbeitet. Dann werden die Aufgaben aufgeteilt und dann gibt es keine Ausreden. Dann macht jeder seine Aufgabe aufs Genaueste und richtig. Soll er es nicht können, dann lernt er es und erfüllt seine Aufgabe trotzdem. Das sind diejenigen, die sich Allah erbarmt tut, sich abmüht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr euch nicht abmüht, Allah ist Rahman Rahim, das stimmt. Aber wann? Wenn ihr euch abmüht. Ihr kommt ihm 1 Schritt entgegen, er kommt euch 10 entgegen. Ihr macht 1, ihr bekommt 700 Belohnung. So ist der Rahmat. Aber ihr müsst erstmal was machen, indem ihr einfach chillt und sagt, oh, Allah, seine Barmherzigkeit ist groß, er wird uns auch umfassen. Allah sagt niemals, dass er diesen Leuten sich erbarmen wird. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in der Sure 2, Vers 218. Ich werde inshallah immer wieder die Suren aufzählen, falls jemand sich das mitschreibt oder so. Mein Bruder meint letztens, bitte erwähnen das mit im Vortrag, deswegen will ich die Suren auch verlesen. Das erste war Sure 9, Vers 71, und der jetzige Vers ist Sure 2, Surah Baqarah, Vers 218, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Innal lazina amanu wal lazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi Wallahu ghafurun rahim. Diejenigen, die an Allah glauben, diejenigen, die auswandern auf Allah seinen Weg, und diejenigen, die sich abmühen auf Allah seinen Weg, das sind diejenigen, die auf Allah seine Rahmat erhoffen können, die sich das erhoffen können, und denen wird die Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala teilen, denn Allah ist allverzeihend und barmherzig. Also der erste Punkt, wie man das Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala erlangt, ist, dass man in einer Gemeinschaft seine Aufgabe richtig erfüllt. Und ich erwähne euch nochmal was, in einer Gemeinschaft steht nicht derjenige, der die Moschee sauber macht, niedriger wie derjenige, der die Kamera hält. Derjenige, der predigt, ist nicht mehr wert wie derjenige, der das alles bearbeitet. In einer Jamaat hat jeder seine Aufgabe, und jeder macht seine Aufgabe genau, und jeder ist wertvoll auf seine Art. Wenn der Kameramann nicht wäre, wären meine Vorträge irrelevant. Wenn ich nicht wäre und es wäre ein Kamera da, dann wäre nichts da. Würde es niemanden geben, der die Videos bearbeitet, dann hätten wir Videos in guter Qualität, aber die werden nicht verbreitet. Würden es Brüder nicht geben, die das verbreiten, dann hätte das andere keinen Sinn ergeben. Würde es nicht Leute geben, die sich um die Moschee hier kümmern, könnten wir nicht in diesem Raum sitzen. Jeder, der eine Aufgabe in seiner Jamaat trägt, er soll sich nicht benachteiligt fühlen, denn seine Aufgabe ist edel. Gemeinsam ergibt man eine starke Faust. Deswegen nicht der eine steht über dem anderen, der andere macht nur sauber, oder der andere wäscht da nur die Wäsche, oder der andere kocht, wenn Besucher kommen. So ist das nicht. Jeder in der Jamaat ist wertvoll. Und nur gemeinsam ergeben wir eine starke Faust, und Allah erbarmt sich uns alle.
Also wenn wir in einer Gemeinschaft agieren. Das zweite, wie wir das Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala erlangen, ist, wenn wir an Allah subhanahu wa ta'ala festhalten, I'tisam machen. Allah sagt im edlen Koran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Was aber denjenigen angeht, der an Allah glaubt und an Allah sich festhält, dem werden wir unsere Barmherzigkeit und unsere Huld ihn erweisen. Denn ganz gewiss werden wir ihn auch auf den rechten Weg führen. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Sure 4, Vers 175. Hier sagt Allah, derjenige, der an mich glaubt und an Allah festhält, den leiten wir recht auf den rechten Weg, den werden wir unsere Barmherzigkeit teilwerden lassen. I'tisam ist ein Wort im edlen Koran, der kommt nicht häufig vor, aber der hat eine sehr interessante Bedeutung. I'tisam bedeutet, sich an eine Sache so festzuklammern, dass man vor allem geschützt ist. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Feind kommt und mich angreift und will mich töten und danach mein Hab und Gut vernichten, vielleicht meiner Familie was antun, dann nehme ich das Schwert und kämpfe. Und kämpfe bis auf das bitterste Ende. Dann habe ich das Schwert zu I'tisam gemacht. Ich habe mich so an das Schwert festgeklammert, so mich darauf verlassen, habe bis zum bitteren Ende gekämpft. Warum? Weil ich Angst hatte, dass der Feind mich angreift. Da habe ich an diesem Schwert I'tisam gemacht. An Allah subhanahu wa ta'ala I'tisam machen, hält man sich so fest, weil man Angst hat, in die Hölle geworfen zu werden, weil man Angst hat, in die Schirk zu verfallen, weil man Angst hat, wieder in die Irre zu gehen. Hält man sich so sehr an Allah fest, klammert man sich so an Allah fest und aufgrund dessen wird man errettet. Und da sagt Allah, diejenigen, die an mich glauben, aber es reicht nicht aus, nur die an mich glauben, sondern die an mich festhalten, richtig fest, darauf achten, dass sie die Grenzen einhalten, vorsichtig sind, die werde ich mich erbarmen. Ibn Qayyim sagt, es gibt zwei Arten von I'tisam. Einmal an Allah subhanahu wa ta'ala I'tisam machen, festhalten und einmal an sein Sein. Sein Sein ist der edle Koran. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَسِمُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Allah sagt, so verrichtet das Gebet, entrichtet die Zakat und haltet fest an Allah subhanahu wa ta'ala. Denn er ist euer Schutzherr, er ist euer Maula. Was für einen vorzüglichen Schutzherr, was für einen vorzüglichen Helfer ihr doch habt. Jetzt kommt Ibn Qayyim und sagt dann, I'tisam an Allah bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch in der Dunya und im Akhira dafür erretten wird. Aber an sein Seil festhalten, an seinem Koran ist, wo Allah sagt, in der Sure 3, Vers 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Und haltet allsamt an Allah sein Seil fest und spaltet euch nicht. Wenn man an Allah sein Seil festhält, dann fällt man nicht in Dalala zurück, dann fällt man nicht in die Irre weg. Aber an Allah festhalten bedeutet, in der Dunya und in Akhira gerettet zu sein. Der dritte Punkt. Der dritte Punkt, wie wir Allah seine Rahmat erlangen, ist, wenn man sich vor Sünden versucht zu bewahren, zu beschützen, Istighfar macht, ausspricht, also mit dem Mund das ausspricht, genau, und Allah fürchtet. Das Thema hatten wir mit dem Bruder von Allah fürchten. Diese drei Sachen, Allah fürchten vor allem, Allah fürchten, dass man in Sünde verfällt und dabei viel Istighfar machen, weil wenn man fürchtet, macht man Istighfar. Allah sagt im edlen Koran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, hütet euch vor dem, was vor euch ist und was hinter euch ist, auf das Allah sich euch erbarme. Also wenn wir uns hüten, beschützen vor dem, was vor uns ist und was hinter uns ist, dann wird sich Allah uns erbarmen. Was ist denn vor uns und was ist hinter uns? Vor uns ist das Akhirat. Wir wissen nicht, in welcher Hand wir unser Buch kriegen, entweder in die rechte oder linke. Wir wissen nicht, wie die Waage bei uns ausfallen wird, die Misan, ob unsere Khair mehr wird oder unsere schlechten Sachen mehr werden. Das ist das, was vor uns ist. Und was ist hinter uns? Unsere Salih Amal, unsere guten Taten, weil wir nicht wissen, ob die angenommen wurden. Was, wenn sie nicht angenommen wurden? Was, wenn wir für unsere Sünden belangt werden? Und deswegen sagt Allah, hütet euch, fürchtet das. Fürchtet, was vor euch und was hinter euch ist. Dann wird sich Allah euch subhanahu wa ta'ala erbarmen. Allah sagt in einem anderen Vers, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.
und stiftet kein Unheil, Verderben auf der Erde, nachdem alles in Ordnung war. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, sagt Allah in der Surah A'raf, in der Surah 7, Vers 56. Allah sagt, stiftet kein Unheil auf der Erde, nachdem es Ordnung herrscht. Ruft ihn an in Furcht und Hoffnung. Wahrlich, Allahs Barmherzigkeit, seine Rahmat ist ganz gewiss mit denjenigen, die Muhsin sind, die gute Taten verrichten. Ihr wisst, die Bedeutung von Ihsan ist sehr bekannt. Allah so anzubeten, als würde man Allah sehen, auch wenn man ihn nicht sieht, zu wissen, dass er dich sieht. Das ist Ihsan, eine Bedeutung von Ihsan. Wenn wir im edlen Koran nachschauen, wird Muhsin, Ihsan beschrieben als jemand, der Allah anbetet zwischen Angst, zwischen Furcht und zwischen Hoffnung. Das sind diejenigen, die Muhsin sind, die sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmen wird. Guck mal, das Schlimmste, was ein Mensch machen kann, ist eigentlich, wenn man sich sicher fühlt. Wenn man trotz Defizite sich sicher fühlt. Indem man zum Beispiel nicht alles richtig macht, nicht alles perfekt macht, aber sich trotzdem vollständig fühlt und keine Furcht empfindet. So war zum Beispiel das Volk von Salih a.s. gewesen. Sie haben zum Beispiel zu Salih gesagt, oh Salih, wenn das doch alles stimmt, was du sagst, dann sagt doch Allah, soll doch Schande über uns bringen, soll doch Strafe über uns bringen. Und Salih sagt zu seinem Volk, und das sagt er im edlen Koran, wird das auch aufgezählt in der Surah 27, Surah Naml, Vers 46, wo Allah sagt, Ja Qawmi, also Salih sagt das zu seinem Volk, oh mein Volk, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasana. Warum wollt ihr die ganze Zeit das Schlechte beschleunigt haben vor dem Guten? Warum sagt ihr die ganze Zeit, sagt doch Allah, er soll das Schlechte uns geben, wenn das doch wahr ist, was du sagst. Warum wollt ihr die ganze Zeit das Schlechte beschleunigt haben vor dem Guten? Sie waren sich sehr sicher gewesen. Und daraufhin sagt er, Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Würdet ihr doch Allah Istighfar machen, dann würde er sich euch doch erbarmen. Warum verlangt ihr das Schlechte? Macht doch einfach Istighfar, dann wird Allah seine Rahmat auf euch kommen. Und das ist ganz gewiss das Schlimmste. Nur ein Fasiq fühlt sich sicher. Ein Mu'min, ein Gläubiger, wir haben das im letzten Unterricht gesagt, Umar ibn Khattab, im Sterbebett haben sie Angst gehabt, dass sie ihre Aufgabe nicht richtig gemacht haben. Obwohl der Prophet schon mit dem Paradies vorprophezeit hat. Abu Bakr, hast du gesagt vorhin, haben wir auch gesagt. Er sagt, bevor ich nicht im Paradies bin, meine beiden Füße, bin ich mir gar nicht sicher. Sie haben sich gefürchtet, obwohl ihre Sache eigentlich garantiert war. Wer sind wir? Nur ein Fasiq fühlt sich sicher. Guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala einen gläubigen Menschen beschreibt im edlen Koran. Im Koran, in der Surah Mu'minun, beschreibt Allah die Kuffar und da kommt er auf die Gläubigen und beschreibt die Gläubigen. Und jetzt hört zu. Allah sagt, wer sind die Gläubigen? Die Eigenschaften. Innal lazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Wahrlich, es sind jene, die aus Furcht vor ihrem Herrn Sorge tragen. Die aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala richtig in Sorge sind. Die sich Sorgen machen, was wird aus uns? Und dabei Allah extrem fürchten. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Und das sind diejenigen, die an Allah seine Verse glauben und dabei nicht in Zweifel fallen. Sie glauben fest wie ein Berg. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Und das sind diejenigen, die gegenüber Allah keinen Schirk begehen. Koste es, was es wolle. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und das sind diejenigen, dass wenn sie geben, während sie geben, ihre Herzen sich davor ängstigen, weil sie wissen, dass sie zu Allah zurückkehren werden. Sie geben auf Allah seinen Weg, sie geben Sadaqa, sie geben Zakat, aber sie fürchten trotzdem, wird das angenommen. Wir kehren zu Allah zurück, es ist unsere Pflicht, wir müssen das sowieso machen. Sie fürchten ihre Herzen voller Angst. Ulaika yusa'iruna fil khairat. Das sind diejenigen, die in den guten Dingen voreilig sind. Die wollen immer gute Sachen machen. Die sehen eine Lücke, die sagen das. Die sehen eine Sorge, die gehen dahin. Die sehen ein Problem, die erledigen das. Die sehen, da wird gerade Hilfe benötigt, sie machen das. Sie wissen nicht, wie es geht, sie bringen sich das bei und machen es dann. Sie sind nicht Menschen, die sich einfach zurücknehmen und sagen, ich warte, bis jetzt jemand zu mir kommt und mir eine Aufgabe gibt. Nein, sie erkennen es und machen es. Was sind Yusa'iruna fil khairat? Sie beeilen sich in den guten Dingen. Sie sind voreilig, sie wollen die guten Sachen sehen. Wo eine Lücke ist, da gehen sie hin und wollen das machen. Und Allah sagt, wahum laha sabiqun. Und das sind diejenigen, die Sabiqun sind. Das werden die Vorreiter sein, das sind die Ersten. Die Sabiqun sind sehr besondere Menschen. Ihre Position in Jannah ist auch ganz anders. Das sind die Vorreiter, die Ersten, die etwas machen. Deswegen,
Allah seine Gnade erlangt man, indem man Allah fürchtet. Indem du weißt, wie barmherzig er ist und dass seine Barmherzigkeit so groß ist, aber trotzdem ihn fürchtest. Dass du deine Hand, wenn du Dua machst, sagst, wird Allah ein Dua von so einem Sünder wie mich überhaupt annehmen? So Allah fürchtest, aber auf der anderen Seite sagst, egal was ich mache, egal wie undankbar ich bin, Allah, seine Rahmat ist größer als alles andere. Genau dazwischen müsst ihr euch befinden. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Yasin, Surah 36, Vers 11, sagt er, إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Du kannst nur jemanden warnen, der die Ermahnung folgt und den Alabama im Verborgenen fürchtet. Du kannst nur denjenigen ermahnen. Nur derjenige bringt was, dass du ihm die Verse verliest, der Ar-Rahman im Verborgenen fürchtet. Der weiß, dass Allah Ar-Rahman ist und barmherzig ist und gnädig ist und der weiß, dass Allah Ar-Rahman ist, aber trotzdem, wenn er allein ist, diesen Ar-Rahman fürchtet, den Gutmütigen, der alles vergeben kann, ihn trotzdem fürchtet, wenn er allein ist, so verkündet diesen Menschen Vergebung und einen gewaltigen Lohn. Deswegen, wenn ihr die Rahmat von Allah erlangen wollt, dann müsst ihr Allah auf jeden Fall fürchten. Der vierte Punkt, wie man Allah seine Rahmat erlangen kann, ist das Lieben für Allah, das Verabscheuen für Allah und die Hijra auf Allah seinen Weg. Guck mal, man ist an Allah gebunden an unterschiedlichen Dingen. Man ist an Allah gebunden an unterschiedlichen Dingen. Die festeste Handhabe an Allah subhanahu wa ta'ala ist, sagt der Prophet a.s. Al-Hubbu fillah wal-Bu'zu fillah. Für Allah lieben und für Allah zu verabscheuen. Wenn man für Allah liebt, für Allah verabscheut, so ist man bereit, die Hijra zu machen. Was ist Hijra? Hijra ist, von den Dingen, mit denen Allah nicht zufrieden ist, dahin zu gehen, wo Allah zufrieden ist. Von der Dunya ins Akhirat. Von dem Küfr, von dem Schirk in den Tawhid. Von dem Haram zum Halal. Von der Einsamkeit, von der Einzel zur Jamaat. Zu den schlechten Umgebungen, zu der guten Umgebung. All das ist die Hijra. Und die Hijra ist eines der edelsten Taten im Islam insgesamt und auch im edlen Koran wird das so erwähnt. Wenn ein Mensch Hijra macht, dann verlässt er seine Ordnung, seine Gewohnheiten, sein Ort, was er gelernt hat, die Umgebung, seine Abläufe, alltäglichen Abläufe. Er verlässt all diese Sachen für Allah sein Wohlgefallen. Was entsteht? Es entsteht eine Riesenlücke in seinem Leben. Und genau diese Lücke wird mit Allah seine Rahmat gefüllt, wenn man auf Allah seinen Weg auswandert. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel aus dem edlen Koran von der Ashab Kahf. Das hat im letzten Koranprojekt der Furqan auch erwähnt. Da geht es um Ashab Kahf und Ibrahim a.s. Sie haben von Allah etwas verlangt. Allah hat ihre Duas nicht akzeptiert, bis sie Hijra gemacht haben. Dann hat Allah ihre Duas angenommen. Allah sagt in Surah Kahf, das ist die 18. Surah, Vers 10, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Und als die Jünger, also als die Jugendlichen in der Höhle Zuflucht suchten, sagten sie, unser Herr, lass uns von dir aus ein Rahmat, eine Gnade teil werden und leite uns auf den rechten Weg, sodass wir richtig handeln. 6 Verse weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 16. Vers, وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Allah sagt, und wenn ihr euch von ihnen und von dem, was sie statt Allah anbeten, zurückzieht, so sucht Zuflucht in der Höhle, euer Herr wird ganz gewiss euch seine Barmherzigkeit teilwerden lassen und er wird euch einen guten Ausweg gewähren. Und so kam es auch. Ashab Kahf ist bis zum heutigen Tag ein Beispiel für alle Muwahhidun geworden. Warum? Aber erst als sie die Mushrikun verlassen haben, hat Allah ihre Dua angenommen. Ibrahim a.s. hat lange Zeit keine Kinder bekommen. Und er wollte die ganze Zeit Kinder. Aber Allah hat ihm keine Kinder gegeben. Wann? Bis, Allah sagt im edlen Koran, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًّا. Und erst dann, als er sich von ihnen und dem, was sie statt Allah anbeten, entfernt hat, haben wir ihm Ishaq und Jaqub gegeben. Und das hat nicht gereicht, wir haben sie sogar noch zu Propheten gemacht. وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقًا عَلِيًّا.
Dies haben wir gemacht aus einer Barmherzigkeit von uns und wir haben sie zu einem guten Nachkommen und ein gutes Ansehen gegeben und einen guten Ruf haben wir ihnen gegeben. Das ist die Surah Maryam, die 19. Surah, Vers 49 bis 50. Also, wenn man für Allah liebt, für Allah verabscheut, die Hijra auf Allah seinen Weg macht, und das muss nicht jetzt 1000 Kilometer oder anderes sein, das kann auch manchmal nur ein Ort sein, das kann manchmal nur ein Gebiet sein sogar, das macht, in der Jamaat agiert, Istighfar macht, Allah fürchtet, an Allah I'tisam macht, an Allah sich festhält, diesen Leuten wird Allah seine Rahmat teil werden. Jetzt eine Frage. Wie oder ist es wichtig, dass wir Allah seine Rahmat, also diese Eigenschaft Rahman Ar-Rahim, zu unserer Eigenschaft machen, zu unserem Charakter machen? Es gibt einige Namen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr wisst, Inna lillahi 99 isman, mi'a illa wahida, man ahsaha dakhala Jannah. Allah hat 900 Namen, weniger ein, also 99. Derjenige, der sie Ahsa macht, der kommt ins Paradies. Wir haben den ersten Unterrichten beschrieben, was Ahsa ist. Es gibt einige Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die sind einzig und allein khas, also eigenständig für Allah. Al-Khaliq, Al-Mutakabbir. Das sind halt Namen und Eigenschaften Allahs, die wirklich nur ihm gebühren. Hochmut, Al-Baqi oder da gibt es Eigenschaften, die sind nur ihm gebürtig. Dann gibt es aber Namen und Eigenschaften Allahs wie Ar-Rafiq, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur. Das sind Eigenschaften, die sollte sich der Mensch auch aneignen, weil er dadurch Allah seine Zufriedenheit erlangt. Guck mal, bei Abu Dawud und Tirmizi wird berichtet von Abdullah bin Amr, Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis samai, Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman. Erbarmt euch allen Geschöpfen auf der Dunya, die Allah erschaffen hat, auf dass er sich euch erbarme. Ar-Rahman ist nur gnädig zu denjenigen, die selbst gnädig sind. Also Allah erbarmt sich nur denjenigen, die selbst barmherzig sind. Von Abu Huraira wird berichtet, dass der Gesandte gesagt hat, bei Bukhari Muslim wird das überliefert, Man la yarham, la yurham. Derjenige, der sich nicht erbarmt, der keine Barmherzigkeit zeigt, dem wird auch keine Barmherzigkeit teil werden. Haris ibn Wahab berichtet vom Gesandten Allahs bei Bukhari Muslim, eines Tages saßen wir mit den Gesandten Allahs zusammen und der Gesandte Allahs sagte, Ala ukhbirukum bi ahli al-Jannah, soll ich euch von den Leuten des Paradieses berichten? Und wir sagten, ja, o Gesandter Allahs, bericht uns. Er sagte, es sind Leute, die sehr schwach sind, die kein Ansehen bei den Menschen haben. In einer anderen Überlieferung, die egal an welche Tür sie klopfen, sie vertrieben werden. Sie sind nirgendwo willkommen. Sie werden überall gehasst. Sie werden überall nicht gemocht. Das sind diejenigen, die ins Paradies kommen. Ja, nee, es sind gebrochene Menschen, es sind arme Menschen, es sind nicht reiche, starke, gut aussehende, es sind die Armen, die Gebrochenen, die Schwachen. Diese Menschen kommen ins Paradies. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar, soll ich euch von den Leuten der Hölle berichten? Ja, o Gesandter Allahs, berichte uns von denen. Kullu rajulin, utillin, jawazin, mustakbir. Das sind diejenigen, die ein hartes Herz haben, die hartherzig sind. Das sind diejenigen, die viel sündigen, also ihre Sünde schon zu ihrem Charakter geworden ist, so extrem, und die Hochmütigen. Interessant ist hierbei, der Gesandte Allahs zählt hier als erstes diejenigen, die ein hartes Herz haben, die hartherzig sind. Das sind die Menschen, die in die Hölle kommen. Deswegen ist eine Weisheit der Hölle, dass in der Hölle die Menschen mit dem harten Herzen, ihre Herzen endlich geschmolzen werden in der Hölle. Diejenigen, die hochmütig waren, endlich mal auf den Boden kommen und die Salim endlich das bekommen, was sie verdient haben. Iyaz ibn Himar al-Mujashi'i berichtet vom Gesandten Allah bei Muslim überliefert, dass der Gesandte sagte, die Paradiesbewohner sind drei. Ein gerechter, Sadaka-gebender Führer, den Allah Erfolg gibt. Zweitens, derjenige, der barmherzig zu seinen Verwandten ist und zu den Muslimen. Und drittens, derjenige, der Keuschheit besitzt und versucht, diese Keuschheit aufzubewahren. Also Rahmat ist ein Grund, um ins Paradies zu kommen. Abu Huraira, wieder von Abu Huraira bei Abu Dawud und Tirmizi wird berichtet, dass der Gesandte Allah sagte, La yunzaru rahmatu illa min shaqi. Allah entzieht das Rahmat nur denjenigen, der Shaqi ist. Shaqi kommt im edlen Koran 12 Mal vor.
Das sind Menschen, die nie zufrieden sind, die sich immer beklagen, die naiv sind, die die Wahrheit der Lüge bezichtigen, die sich abwenden, die zu Handlangern der Kuffar werden. Der Gesandte sagt, Allah entzieht diesen Leuten die Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist das Rahmat, dass wir uns das aneignen als unseren eigenen Charakter, doch sehr wichtig. Als erstes in der Dunya, dass Allah mit uns zufrieden ist, auch im Akhirat, damit wir ins Paradies kommen. Wir kommen so mit Allah seine Rahmat ins Paradies. Und wenn unsere Eigenschaften nicht die der Paradiesbewohner ähnelt, dann werden wir in die Hölle kommen. Also ist es wichtig, dass wir auf dieser Erde das Rahmat in unsere Herzen einfließen lassen und selbst gnädig sind und auch auf das Allah sich uns erbarme. Jetzt die große Frage. Welchen Weg gibt es oder was kann man machen oder wie kann man das Rahmat in seinen Charakter umsetzen, in seinem eigenen Leben umsetzen, dass man Ar-Rahman, also gnädig ist und barmherzig ist? Ich denke, da werden wir alle aufeinander kommen. Das beste Beispiel ist dort der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der noch barmherziger war als der Gesandte Allahs. Denn Allah sagt im edlen Koran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben dich nur gesandt als eine Barmherzigkeit für alle Welten. Yani nicht nur für die Muslime. Der Gesandte Allahs war eine Rahmat für die Kuffar, für die Muslime, für die Tiere, für die Pflanzen, für den Undankbaren, für den Dankbaren. Er war für alle, für die Kinder, für die Waisen. Er war für alle eine Rahmat. Und alle Geschöpfe haben einen Teil von der Rahmat des Gesandten Allahs, ihren Nasib, ihr Qismet genommen. Deswegen ist das beste Beispiel hierbei der Gesandte Allahs. Besonders zu der eigenen Umma ist aber der Gesandte Allahs barmherzig. Besonders zu den Muslimen ist der Gesandte so extrem voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Das ist schon echt extrem, wie ein Mensch so barmherzig sein kann. Deswegen ist er unser bestes Beispiel. Allah sagt in der Surah Tauba, in der 9. Surah, Vers 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ. Aus eurer Mitte wurde ein Prophet gesandt. Aus eurer eigenen Mitte. Es macht ihn traurig, wenn es euch nicht gut geht. Wenn ihr ein Leid habt, so ist er bekümmert darüber. Es macht ihn traurig. مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Und wenn aber etwas Gutes gibt, wenn ein Erfolg gibt, wenn etwas Khair ist, so kommt er direkt und will das euch geben, den Erfolg. وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Und er ist zu den Gläubigen sehr mitleidend und sehr gnädig ist er zu ihnen. Wir haben hier einen Propheten, der zu den Gläubigen so ist. Er sagt nicht, wie wir heute, wenn jemand ein Problem hat, oh, ich habe meine eigenen Probleme. Ach, ich muss morgen zur Arbeit, ich kann mich gerade damit nicht beschäftigen. Ach nee, das ist nicht meine Sache, da mische ich mich gar nicht ein. Wenn der Propheten, er ein Problem gesehen hat bei einem Muslim, hat ihn das so sehr verletzt, das hat ihn richtig traurig gemacht. Es hat ihn mitgenommen, es hat ihn zerrissen. Und wenn es eine gute Sache gab, hat er das niemals seinen Leuten vorenthalten. Er ist sofort und hat gesagt, mach das und das und das, dann werdet ihr den Erfolg kriegen. Und er ist sehr mitleidend und sehr gnädig zu den Gläubigen. In einem anderen Vers, in der Sure 3, Al-Imran, Vers 159, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Aufgrund von unserer Rahmat bist du zu ihnen gnädig gewesen, O Muhammad. Der Gesandte war so barmherzig, weil Allah sich ihn erbarmt hat. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنَفَدُّ مِنْ حَوْلِكَ. Wärst du aber hart, grob zu ihnen gewesen, so wären sie alle von dir weggerannt. Das heißt, so ein Gesandten Allahs haben wir, der eine Rahmat für alle Welten ist und der besonders für die Gläubigen so feinfühlig ist, so gnädig ist. Also denke ich mal, dass er unser bestes Beispiel ist. Und wenn wir hier einfach den Propheten jetzt aufzählen, ich werde jetzt viele Hadithe aufzählen oder Taten, die der Prophet gemacht hat, er ist das beste Beispiel. Ich brauche hier auch nicht viel zu reden, ich werde einfach aufzählen, was der Gesandte gemacht hat. Und das ist unser Beispiel. Und genau das, wenn wir 1:1 umsetzen, da haben wir gesiegt, Alhamdulillah. Deswegen werde ich jetzt erstmal auf die Rahmat von dem Gesandten kommen. Der Gesandte war gegenüber seiner Umma sehr barmherzig, habe ich gesagt. Guck mal, in einem Hadith wird von Abu Huraira überliefert, bei Bukhari und Muslim kommt das, sagt der Prophet a.s. لِكُلِّ النَّبِيٍّ دَعْوَةً دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِي وَخَبَتُّ دُعَاءِ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأُمَّتِي. Jeder Prophet hat ein Dua, was Allah ihm zugestanden hat. Allah hat jedem Propheten das Recht gegeben, ein Dua zu machen, was er erfüllt. Ich jedoch habe mein Dua aufbewahrt
für meine Umma im Jenseits, als Schafat machen. Jeder Prophet, der kam, Nuh, Ibrahim a.s., die haben alle ihre Duas benutzt, angewendet, außer der Gesandte Allahs. Allah sagt zu ihnen, mach ein Dua. Und er hatte viele Momente gehabt, wo er hätte diese Duas machen können. Allein in Taif, wo er beschmissen wurde mit Steinen, in Hendek, wo alle Kuffar auf ihn gefallen sind, in Badr, wo es da um alles und nichts ging, in Mekka, wo die Leute gefoltert wurden, wo der boykottiert wurde. Der Prophet hatte viele Möglichkeiten, ein Dua zu machen. Er hat nie das Dua gemacht. Und hat gesagt, oh Allah, wenn du mir doch das Recht gibst, das Dua zu machen, dann will ich mein Dua aufbewahren für Yawm al-Qiyamah und das für meine Umma als Schafat benutzen. Von Abdullah bin Amr Ibn As wird berichtet, eines Tages saßen wir mit den Gesandten, der Hadith kommt bei Muslim vor, mit den Gesandten Allahs zusammen. Sehr interessant. Und der Gesandte Allahs hat angefangen, die Aussage von Ibrahim a.s. und Isa a.s. an uns zu verlesen. Okay? Er verlas die Worte von Ibrahim a.s., die auch im edlen Koran vorkommen. Das ist die Sure 14, Vers 35 bis 36. Wo Ibrahim sagt, Rabbi ij'al haza al-baldata aminan wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. O mein Herr, mache diese Ortschaft zu einer sicheren Ortschaft und bewahre, beschütze mich und meine Kinder davor, dass wir diese Götzen anbeten. Rabbi innahunna adlanna kathira minan nas. O mein Herr, sie haben viele von den Menschen in die Irre geführt. Hier erkennen wir, dass Ibrahim a.s. fürchtet, wieder in Schirk zu fallen. Er hat eine Furcht. Und das ist die Eigenschaft eines Gläubigen. Jeder Gläubige, nachdem er die Hidayat bekommen hat, muss fürchten, wieder in den Schirk zu fallen. Er muss Allah fürchten, wieder in den Schirk zu fallen. Jemand, der nicht fürchtet, wieder in den Schirk zu fallen, der hat irgendein Problem. Der muss auf sich sehr aufpassen. Weil selbst Ibrahim a.s., der Mann, der den Tawhid als brutal verkündet, der als das beste Beispiel des Tawhid gilt, fürchtet Allah und bittet Allah darum, ihn zu festigen, ihn und seine Kinder, dass sie die Statuen, die Götzen nicht anbeten. Also muss jeder Gläubige Furcht haben, wieder in Schirk zu verfallen. Es ist nicht so, dass wir jetzt eine Garantie haben. Daraufhin verlas der Gesandte die Worte von Isa a.s. Die kommen auch im edlen Koran vor, in der Sure 5, Vers 118, wo Isa sagt, In tu'azibhum fa innahum ibaduka. O mein Herr, wenn du sie bestrafst, so sind es deine Diener. Keiner hat das Recht zu sagen, oh Allah, warum machst du das? Keiner hat das überhaupt irgendwie das Recht, da dazwischen zu sprechen. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Aber sollst du ihm vergeben, oh Allah, so bist du ganz gewiss der Allmächtige und Allweise. Das sagt der Gesandte Allahs. Daraufhin hebt er seine Hand hoch und sagt, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati, Allahumma ummati ummati. Und dem Gesandten Allahs kommen die Tränen, er fängt an zu weinen. Der Hadith geht weiter. Daraufhin sendet Allah subhanahu wa ta'ala Jibril zum Gesandten Allahs. Und obwohl Allah weiß, warum der Gesandte weint, lässt er ihn trotzdem fragen. Jibril geht zum Gesandten Allahs und sagt, O Muhammad, dein Herr schickt mich zu dir. Warum weinst du? Und der Gesandte Allahs erklärt Jibril die Situation seiner Umma. Daraufhin kehrt Jibril zu Allah zurück. Allah gibt ihm eine Nachricht wieder und er kommt runter zum Gesandten und sagt zum Gesandten Allahs, Inna nurdika fi ummatika wala nasuk. O Muhammad, wir werden dich in Bezug auf deine Umma nicht traurig machen, habe keine Furcht. Also wir werden dich in Bezug auf deine Umma nicht traurig werden lassen. Wisst ihr, warum der Gesandte geweint hat? Der Gesandte hat geweint, er wusste, was passiert mit der Umma. Er hat uns ja die Hadithe überliefert, was passiert mit seiner Umma. Er wusste, dass die Umma wieder in die Jahiliyyah verfällt, dass die Umma die Christen und Juden befolgen, dass die Umma wieder in Schirk verfällt. Das wusste der Gesandte Allahs. Deswegen hat er geweint. Deswegen hat er gesagt, Allahumma ummati, 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 ummati. Er wusste das. Er ist so derjenige, der uns die Hadithe überliefert hat. Von Aisha radiallahu anha wird berichtet bei Muslim. Sagt der Gesandte, solange Lat und Uzza nicht wieder angebetet werden, wird das Qiyamat nicht anbrechen. Von Abu Huraira bei Bukhari Muslim wird überliefert, solange die Frau von Daus nicht ihre Hüfte um die Götzen von Sul-Halas schwingen, wird das Qiyamat nicht ausbrechen. In einem anderen Hadith von Al-Hashimi, Abu Dawud und Tirmizi wird überliefert, dass der Gesandte sagte, solange eine Gruppe aus meiner Umma
nicht sich dem Mushrikun anschließt und eine Gruppe der Umma den Götzen wieder dient, wird das Qiyamet nicht anbrechen. Das wusste doch der Gesandte Allahs alles. Der Gesandte Allahs hat uns doch berichtet, ich werde an dem Kausar, an dem Brunnen, an dem Becken im Yawm al-Qiyamah als Erster sein. Ich werde die Umma empfangen. Derjenige, der daraus trinkt, der wird nie wieder durstig werden. Es war doch der Gesandte Allahs. Er sagt, es wird eine Gruppe kommen. Ich werde sagen, oh Allah, das ist meine Umma, das ist meine Umma. Allah wird sagen, nein, du weißt nicht, welche Erneuerung sie nach dir in der Religion eingeführt haben. Und der Gesandte Allahs wird sagen, fern sollen sie von mir bleiben. Fern sollen sie von mir bleiben. Das ist doch der Gesandte Allahs, der das alles wusste. Er wusste, was mit seiner Umma passieren wird. Er wusste, was daraufhin passieren wird. Deswegen hat er um seine Umma getrauert und geweint. Deswegen, wenn ihr das Schafat vom Gesandten Allahs haben wollt, müsst ihr sehr aufpassen. Und zwar, begeht kein Schirk um keinen Preis. Niemals Schirk begehen und verrichtet eure Gebete. Wir alle können Sünden machen. Wir alle können Fehler machen. Und das machen wir auch. Aber das Wichtigste ist hierbei, dass wir keinen Schirk begehen und unsere Gebete verrichten. Und dann erhoffen wir, dass der Gesandte Allahs für uns Schafat macht im Jenseits mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Gegenüber wem war der Gesandte Allahs noch barmherzig? Der Gesandte war vor allem barmherzig gegenüber den bedürftigen Muslimen. Bedürftige, Arme, Schwache, Angewiesene. Es gab zum Beispiel von den Frauen Ayman. Das war eine Frau gewesen, ein Teil der Familie ist Schahid geworden in Schlachten. Sie ist immer mit dem Propheten in Dschihad gezogen und hat die Verwundeten behandelt. Okay, sie ist immer mit den Gesandten in den Krieg gezogen. Das ist so eine edle Frau. Der Gesandte hat sogar zu ihr gesagt, ja Ummah, Mütterchen. Der Gesandte Allah hat sogar mit ihr Scherze gemacht, Spaß gemacht. So. Eines Tages kommt sie zum Gesandten Allah und sagt, oh Gesandte Allah, ich brauche ein Kamel. Der Gesandte Allah sagt, für dich gibt es nur ein Kind vom Kamel. Daraufhin sagt sie, oh Gesandte Allah, ein Kind vom Kamel kann mich doch nicht tragen. Er sagt, nein, für dich gibt es nur ein Kind vom Kamel. Nachdem sie weggeht, fängt der Prophet an zu lachen, lächeln und sagt, ist denn nicht jedes Kamel das Kind von einem anderen Kamel? Der Prophet hat selbst bei seinen Witzen nie gelogen. Lügen geht nicht. So eine edle Frau. Und der Prophet hat immer diese Frau besucht. Der Prophet hat nicht die Reichen besucht, die Edlen besucht. Der Prophet hat die besucht, die auf diese Hilfe angewiesen waren, die gebrochen waren, die verletzt waren, die niemanden hatten. Der Prophet ist häufiger zu ihnen, hat sie besucht, hat gefragt, wie es ihr geht. Nachdem der Gesandte Allahs verstorben ist, sagt Abu Bakr und Umar, der Gesandte Allahs ist verstorben, wir sind immer zu Ayman gegangen. Wir waren schon lange nicht da. Komm, wir gehen wie damals Ayman besuchen. Als sie zu Ayman kommen, sieht Ayman Abu Bakr und Umar und fängt an zu weinen. Sie fängt an zu weinen, daraufhin sagt Abu Bakr zu ihr, zu Ayman, وَمَا يُبْكِيكَ, warum weinst du? وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِنَبِيِّهِ, bei Allah ist doch der Gesandte gerade noch besser aufgekommen, ist doch viel besser für den Propheten, ist er gerade bei Allahs. Daraufhin sagt diese Ayman, ja Abu Bakr, ich weine nicht, weil der Gesandte Allahs jetzt beim Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ich weine deswegen, weil früher haben wir Wahi bekommen, Allah hat zu uns gesprochen, Allah hat uns Verse abgesandt, der Prophet ist von uns gegangen, somit gibt es kein Wahi mehr. Wenn wir etwas falsch machen, gibt es keinen, der uns zurechtweist. Wenn wir etwas Gutes machen, gibt es keinen mehr, der uns lobt. Und daraufhin fing Abu Bakr und Umar an, auch zu weinen. Der Gesandte Allahs war vor allem barmherzig zu den Waisenkindern und zu den Kindern der Shuhada. Kinder, deren Eltern, dessen Vater Schahid wurde. In dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal wird berichtet, als Ja'far Schahid wurde, ist der Gesandte Allahs häufig in seine Wohnung gegangen und hat geweint. Er hat häufig geweint. Er hat geweint, hat die Kinder von Ja'far auf seinen Schoß genommen und hat immer mit denen so genommen, damit sie sich nicht alleine fühlen. Und eines Tages kam der Gesandte Allahs wieder, um zu gucken, ob alles gut ist. Und Asma bint Umays war die Ehefrau von Ja'far. Er sah sie sehr traurig, sehr verletzt. Sie war traurig. Ihr Mann ist Schahid, was soll mit meinen Kindern werden? Meine Kinder werden ohne Vater aufwachsen. Das hat sie verletzt. Daraufhin nimmt der Gesandte die Kinder auf seinen Schoß und sagt zu der Frau, oh Frau, Wallahi, solange ich lebe, bin ich der Vertreter dieser Kinder. Bin ich der Beschützer und irgendwas, wenn es irgendwas gibt bezüglich den Kindern, bin ich der Ansprechpartner. Die Barmherzigkeit des Gesandten, sein Herz, so gewaltig, weil das Schahid-Kinder waren. Der hat nicht erlaubt, dass die Kinder von Schahid oder Waisenkindern sich ansatzweise so fühlen, als hätten sie einen Nachteil. Er hatte nicht mal das Gefühl vermittelt. Der edelste Mensch, der Gesandte, kommt und sagt, ich bin ihr Beschützer von Allah.
Was gibt es noch gewaltigeres, größeres, wenn der Prophet das zu einem Kind sagt? Von Abu Huraira wird überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, ich und einer, der sich einen Weisen annimmt, egal ob der mit ihm verwandt ist, der Weise, oder ein Fremder ist, sind im Paradies wie diese zwei Finger. Malik bin Anas erhob daraufhin seinen Zeigefinger und Mittelfinger, um das zu verdeutlichen. Jemand, der sich um einen Weisen kümmert, der wird mit dem Propheten im Paradies sehr, sehr nahe stehen. Sehr nahe stehen. Wie wichtig ist es daher, ein Waisenkind zu versorgen? Von Imam Bayhaqi wird berichtet, es gab einen Sahaba namens Abu Lubaba. Abu Lubaba hat einen Garten gehabt. Und es gab einen Weisen, der wollte diesen Garten haben. Und sehr bekannte Geschichte und sehr interessant auch. Der Garten gehört Abu Lubaba. Abu Lubaba ist im Recht auch. Aber weil er ein Yetim ist, ein Waise ist, will der Gesandte nicht, dass der Waise verletzt zurückkehrt. Er ist ein Waise. Und der Gesandte Allahs will einfach nicht, dass sein Herz gebrochen wird. So vorsichtig ist er mit diesem Waisenkind umgegangen. Daraufhin sagt Abu Lubaba, der Garten gehört dir, schenk es ihm, gib es ihm. Abu Lubaba sagt, nein, ich gebe ihm das nicht. Es gehört mir. Er sagt, Abu Lubaba, gib ihm den Garten, Allah wird dir große Palmen, große Gärten im Paradies geben. Er sagt, nein, gebe ich nicht. Daraufhin hört Abu Dahda das und denkt sich, boah krass, ein Paradies, Garten, das heißt hier, mein Eintritt ins Paradies garantiert. Er kommt zum Gesandten und sagt, oh Gesandter Allahs, zählt das auch für mich, wenn ich in den Garten gebe? Er sagt, ja. Abu Dahda geht zu Abu Lubaba und sagt, Abu Lubaba, verkaufst du mir den Garten für Geld? Er sagt, ja. Er kauft den Garten ab und gibt ihm den Weisen. Abu Dahda wird in Uhud Shahid. Selbst als er Shahid wird, erinnert sich der Gesandte Allahs an diese Tat von Abu Dahda und sagt, jetzt erreicht Abu Dahda große Palmen, große Gärten, große Bäume werden gerade Abu Dahda zuteil werden. Er hat diese Tat von Abu Dahda nicht vergessen, weil er sich um einen Weisen gesorgt hat, das Herz eines Weisen behütet hat. Bei Abu Daud und Tirmizi wird berichtet, und guck mal, ich will euch was sagen, dass wir uns um Waisenkinder kümmern, um Arme kümmern, das ist nichts Prahlerisches. Es ist notwendig. Und wenn jemand so ein Emir ist, ist das seine Pflicht, sich darum zu kümmern. Also das ist nicht so, dass man sagen kann, ich spende, ey, das ist so bescheiden. Das ist eine Notwendigkeit. Man muss spenden. Und wenn du sowieso ein Emir bist, ist das sowieso deine Pflicht, dich um diese Leute zu kümmern. Guck mal, der Gesandte Allahs bei Abu Daud und Tirmizi überliefert, jemand, den Allah die Oberhand über die Aufgaben der Muslime gibt und dieser die Bedürfnisse nicht stillt und sich nicht mit den Armen abgibt, dem wird Allah in seiner schwersten Zeit nicht beistehen. In dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal wird weiter berichtet, wer sich die Aufgaben, die Verpflichtung der Muslime auf sich nimmt, sich daraufhin die Tür vor ihnen verschließt, sich nicht um ihn sorgt, ihre Probleme, ihre Sorgen nimmt, den wird Allah die Tür der Rahmat zuschießen, wenn er gerade die Rahmat am allernötigsten hat, also im Jenseits. Wenn er auf die Gnade angewiesen ist, wird Allah die Tür des Rahmat von ihm zumachen und er wird zu ihm mit Härte Muamalat machen. Deswegen, ein Emir muss nicht direkt ein Emir, ein Kalif sein. Das kann ein Imam sein, das kann ein Hodja sein, das kann ein Vater sein, das kann ein Arbeitgeber sein, das kann, egal was, der Führer einer Jamaat sein. Jeder, der Schwächere unter sich hat, der muss sich um sie kümmern. Dies ist eine Tür des Paradieses. Wenn ihr Schwächere unter euch habt, dann ist entweder eine Tür des Paradieses, entweder öffnet ihr sie, nutzt die Chance aus, seid gnädig, dann wird Allah euch gnädig sein, oder ihr schließt eure Tür mit eigener Hand zu, darauf wird Allah seine Tür der Barmherzigkeit vor euch ebenfalls verschließen. Guck mal, ich möchte, bevor ich jetzt zum nächsten Punkt übertrete, eine Sache hier noch sagen. Sich um Waisenkinder und so zu kümmern, das ist auch eine Sache, da muss man als Einzelperson was machen. Wisst ihr, wer heutzutage die am verletztesten sind, deren Herz am meisten gebrochen ist, die am Boden sind, die nicht beachtet werden, das sind leider genau die Waisenkinder und die Kinder der Shuhada, der Shahid. Die, wo der Prophet besonders aufmerksam gegeben hat, das sind diejenigen, die heute ihre Herzen wirklich gebrochen sind. Yani, ein Mann geht ins Gefängnis, 6 Jahre, 5 Jahre sind vergangen, nicht ein einziger hat an seine Tür geklopft und mal jemand sein Kind gestreichelt oder mal guckt, wie es seiner Familie geht. Ein Mann ist Shahid, er ist im Gefängnis oder wurde Shahid, weil er Allah seine Religion gelebt hat.
Warum? Damit wir Allah seine Religion noch besser leben können. Damit Allah sein Wort an höchster Stelle kommt, ergibt sich der Aufgabe der Umma und die Umma, Jahre vergehen, Jahre. Wie viel Eid, Eidul Fitr, Eidul Adha vergehen? Nicht einmal wurde an ihre Türen geklopft. Nicht einmal wurde auf sie Rücksicht genommen. Nicht einmal wurde auf sie geguckt. Das ist auch nicht Undankbarkeit. Das ist schon was anderes. Das ist schon richtig bösartig, was wir im Herzen haben. Das ist nicht undankbar, das ist schon eklig und frech. Das überheblich ist das auch, dass wir nicht einmal an diese Leute gedacht haben. Wisst ihr, wie viele Leute es in der Umma gibt, die eigentlich richtig gut sind, aber die enttäuscht sind? Wisst ihr, wie viele Leute es gibt, die eigentlich richtig gut der Umma dienen könnten, aber die sagen, ich mache das nicht. Die sagen, lasst mich bloß alleine, ich will mit den Muslimen nichts mehr zu tun haben, leben einfach in 4 Wänden ihren Glauben. Wisst ihr warum? Weil sie enttäuscht wurden. Sie sagen, wir haben eine Zeit lang die Aufgabe der Muslime auf uns genommen. Wir wurden inhaftiert, wir wurden das, uns wurden Razzien gemacht, uns wurde alles weggenommen und die Muslime haben nichts für uns getan, haben sich von uns abgewandt, haben uns nicht einmal unterstützt. Wir haben uns den Aufgaben der Muslime hingegeben, sie haben uns verlassen. Er hat gesagt, warum soll ich mich denn der Aufgabe der Muslime geben? An erster Stelle kommt meine Familie. Von nun an werde ich mich nur noch meine Familie widmen. Was die Muslime machen, interessiert mich nie. Die Umma ist voller solcher Menschen. Voller verletzten Menschen. Alles verletzte Menschen. Deswegen, wir als Muwahhidun sollten die Sunna des Propheten wieder beleben. Wir als Muwahhidun müssen vor allem, wir als Muwahhidun, diese Sunna des Gesandten Allahs wiederbeleben, vor allem gegenüber den Waisenkindern, Shahid-Kindern, barmherzig sein. Deswegen haben wir auch das Darul Farah Projekt ins Leben gerufen mit den Waisenkindern. Das ist für uns eine Rahmat. Nicht, wir tun den Kindern nichts Gutes, wir tun uns was Gutes, wir tun unserem Herz was Gutes, dass Allah sich uns erbarme, dass man sich um die Waisen kümmert, dass man einen Dauerauftrag erstellen kann, dass man sich einen Waisen annimmt, damit man zumindest die Gnade Allahs einem zuteil wird. Gegenüber wem war der Gesandte Allahs noch barmherzig? Gegenüber den Kuffar. Gegenüber den Kuffar war der Gesandte Allahs sogar barmherzig gewesen. Wisst ihr, was interessant ist? Der Gesandte Allahs war sogar barmherzig gegenüber Leuten, die ihn beleidigt haben und die ihn sogar sehr schlecht behandelt haben. Eines Tages wird von Aisha überliefert, fragt Aisha den Gesandten Allahs, das ist auch bei Bukhari Muslim nachzuschlagen, O Gesandte Allahs, hast du einen schlimmeren Tag erlebt, wie der Tag von Uhud? Und der Gesandte Allah sagt, ja, habe ich, von deinem Volk, an dem Tag von Aqaba, an dem Tag von Taif. Ich bin zu ihnen gegangen, nach Taif. Ich wurde in Mekka vertrieben, ich bin nach Taif gegangen. Ich bin zu ihnen gegangen, habe mich ihnen geöffnet, habe ihnen die Dawa erklärt. Sie haben mich jedoch vertrieben und ich bin verletzt und mit sehr gebrochenem Herzen zurückgekehrt. Bis kurz vor Mekka bin ich nicht zu mir gekommen. Daraufhin habe ich in den Himmel geguckt und habe eine Wolke gesehen und habe gesehen, dass Jibril ist. Jibril kam daraufhin und hat gesagt, O Muhammad, Allah lässt dich grüßen. Allah hat ganz gewiss gesehen, was dir angetan wurde und was zu dir gesagt worden ist. Er hat dir den Engel des Berges dienstbar gemacht. Daraufhin kam der Engel des Berges und hat gesagt, O Gesandter Allahs, O Muhammad, Allah hat mich dir dienstbar gemacht. Allah hat ganz gewiss gehört und gesehen, was dir angetan worden ist. Befehle mir und ich werde diese 2 Berge aufeinander drücken, sodass nichts und niemand mehr übrig bleibt. Was sagt der Gesandte Allahs? Ich meine, was hätten wir gesagt? Der Prophet wird ja nicht aus Taif vertrieben, nur so. Die Eltern beleidigen ihn, die Kinder beschmeißen ihn mit Steinen, die Behinderten werden auf ihn gehetzt, die Dummen der Stadt. Alle auf den Gesandten. Es gab keinen Ausweg, der war blutüberströmt, seine Schuhe waren voller Blut gewesen. Beleidigung, Bloßstellung. Und er hat nur den Tawhid verkündet. Er hat gehofft, dass jemand den Islam annimmt, dass er da bleiben kann. Nichts, er wurde von da vertrieben. Was hätten wir gesagt? Möge Allah verfluchen, möge Allah sie vernichten. Was sagt der Gesandte Allahs? Er ist eine Rahmat für alle Welten. Er sagt das nicht. Er sagt, Inni arju an yakhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu wa la yushriku bihi shay'an. Ich erhoffe mir, dass Allah aus ihrer Nachkommenschaft solche Leute hervorbringt, die einzig und allein an Allah den Iman verrichten und keinen Schirk gegenüber Allah begehen. Daraufhin dreht sich der Gesandte weg und verlässt den Ort. Und tatsächlich, nach der Eroberung von Mekka, später dann, ist
Taif zum Islam konvertiert. Die sind zum Islam konvertiert. Der Gesandte Allahs, ein Prophet der Barmherzigkeit. Von Bukhari wird berichtet, der Gesandte Allahs hat einen jüdischen Kleinjungen, der hat ihn bedient. Also der hat ihn gedient, der hat ihm die Schuhe weggemacht, hat ihm das Wasser geholt. Ein jüdischer Junge. Und der lag im Sterbebett, der war sehr krank gewesen. Daraufhin geht der Gesandte Allahs zum jüdischen Kind hin und sagt zu ihm, oh Junge, sag, bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass ich, Mohammed, der Gesandte Allahs bin. Der jüdische Junge guckt zu seinem Vater rüber, wie wird wohl sein Vater reagieren? Und daraufhin sagt der Vater, der jüdische Vater zu ihm, folg Abu Qasim, folg dem Propheten, ja. Daraufhin sagt er das Glaubensbekenntnis, der Prophet verlässt die Wohnung und sagt, Alhamdulillahi allazi anqazahu minan nar. Gelobt ist Allah, derjenige, der ihn vom Feuer errettet hat. Ein kleiner Junge war das gewesen, ein Mensch. Das war für die Gesandten Allahs bedeutend schon. Einen Menschen zu erobern, einen Menschen zu retten, war für den Gesandten Allahs viel gewesen. Wo war der gegenüber noch barmherzig gegenüber den Kuffar? In der Eroberung von Mekka. Die Eroberung von Mekka war für die Muschrikun das Chaos. Sie haben gesagt, okay, jetzt ist das rum. Mohammed, jetzt hat er die Oberhand. Jetzt ist er der König. Wir haben ihn gefoltert, seine Leute getötet, ihn vertrieben, sein Mahl weggenommen. Wir haben ihm das Schlimmste angetan, was man ihm antun kann. Was wird er jetzt mit uns machen? Der Prophet läuft in Mekka rein. Er sagt, Al-Yawmu Yawmu Marhama. Heute ist der Tag der Barmherzigkeit. Er geht, zerstört alle Götzen. Er verrichtet 2 Rekat sein Namas. Daraufhin kommt er und sagt, was glaubt ihr, was ich mit euch machen werde? Und natürlich, wie so die Mushrikun immer sind, schleimen. Du bist der Edle, Anta Habib, du bist der Geliebte, du bist Karimun, du bist edel, dein Vater war edel, du bist so und so. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, ich werde zu euch so handeln, wie Yusuf a.s. zu seinen Brüdern gehandelt hat. Die Brüder von Yusuf haben ihn in den Brunnen geschmissen und daraufhin hat Yusuf wirklich was gemacht, was ein edler Mensch macht. Und er verließ den Vers der Sure 12, 92. La tathriba alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Heute werde ich euch keine Vorwürfe machen. Ich werde euch keine Vorwürfe machen. Ich habe alles vergessen. Möge Allah euch vergeben. Allah ist Ar-Rahman und Ar-Rahim. Und er schlachtet die Leute in Mekka nicht ab. Wisst ihr, was glaube ich heute bei uns fehlt bisschen? Es ist die Rahmat Allahs in unserem Herzen. Wir empfinden keine Barmherzigkeit gegenüber die Kuffar. Ich glaube, wenn ihr guckt, der Prophet, der war so barmherzig, es hat ihn verletzt, als die Kuffar nicht zum Islam konvertiert sind. Er hat den Leuten den Islam verkündet, sie sind nicht zum Islam gekommen und das hat den Gesandten aufgefressen. Allah sagt in der Surah Kahf, in der 18. Surah, Vers 6, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. O Mohammed, du erstickst, du erdrückst dich schon selbst. Bald, du tötest dich selbst bald, indem du dich erstickst, weil sie nicht an diese Verse glauben. Der Gesandte Allahs hat sich richtig zu Sorgen gemacht. Er hat immer gesagt, warum glauben die nicht? Die Verse nur eindeutig. Warum nehmen sie das nicht an? Warum? Der Gesandte Allahs hat gesagt, die Leute, die gehen in die Hölle. Sie gehen in Scharen auf die Hölle zu. Sie gehen ewig in die Hölle. Diese armen Menschen, die wissen noch nicht, was sie tun. Das hat den Gesandten verletzt. Und Allah beschreibt diese Tat des Propheten, du kümmerst dich noch zu Tode. Du grämst dich zu Tode, du quälst dich zu Tode noch. Deine Luft bleibt dir bald weg, weil du dich so quälst, weil die Leute nicht den Islam annehmen. Wie sind wir heute? Uns fehlt heute die Barmherzigkeit gegenüber den Kuffar. Guck mal, wenn ich sage Barmherzigkeit gegenüber den Kuffar, dann meine ich ganz bestimmt nicht, dass wir mit den Kuffar sitzen sollen, alles ist schön und gut und wir liberaler Islam und wir verschweigen die Wahrheit. Und wenn ich sage, zu den Kuffar barmherzig sein, dann heißt nicht die Wahrheit zu verschweigen und mit den Kuffar zu sitzen und sagen, ja, ihr seid ja auch richtig, wir sind auch richtig. Nein, nein, über die Kuffar barmherzig sein bedeutet, genau wie der Gesandte Allahs barmherzig war, zu sehen, wie sie in Milliarden, in Millionen in die Hölle gehen und jetzt aufzustehen und sagen, ich muss was machen, ich muss ihnen den Islam verkünden. Aufgrund seiner Barmherzigkeit. Deswegen hat der Islam sich so stark verbreitet. Die Sahaba waren so gewesen. Sie sind aufgestanden und haben das verbreitet, verkündet, weil sie gesagt haben, das geht nicht. Leute gehen sonst in die Hölle. Ja, nee, der Gesandte war selbst den Kuffar barmherzig gewesen. Der Gesandte Allahs war aber auch barmherzig, vor allem zu den Kindern gewesen. Osama bin Zaid berichtet, es wird bei Bukhari überliefert, der Gesandte Allahs nahm mich auf einen Schoß und Hassan auf den anderen Schoß und hat gesagt, O Allah, ich erbarme mich ihnen, erbarme du dich auch ihnen. Guck mal, bei Muslim von Abu Mas'ud al-Ansari wird selbst berichtet, er sagt,
Ich habe eines Tages im Garten war ich gewesen und ich habe mein Kind geschlagen. Das Kind war nicht mein eigenes Kind, das war ein Bedienster, ein Sklave gewesen. Daraufhin höre ich von hinten eine Stimme. Aber ich war so wütend, ich habe die Stimme nicht erkannt. Daraufhin kam die Stimme näher und ich habe mich umgedreht und ich habe geguckt, es ist der Gesandte Allahs, er steht vor mir. Abu Mas'ud al-Ansari hat sich so geschämt und der Gesandte Allah sagt zu ihm, O Abu Mas'ud al-Ansari, heute reicht deine Kraft aus für das Kind. Was ist, wenn eines Tages Allah dich vor sich zerrt und dich zur Rechenschaft zieht? Deine Kraft reicht gerade gegenüber diesem Kind aus, das Kind kann nichts machen. Allah seine Kraft dir gegenüber ist unendlich und gewaltig, nicht zu beschreiben. Was willst du machen, wenn Allah dich eines Tages in Yawm al-Qiyamah vor sich zerrt? Dann bist du ihm ausgeliefert. Was soll aus dir dann werden? Was machst du da? Daraufhin, weil er sich geschämt hat, sagt er, O Gesandter Allahs, ich befreie den Sklaven, er ist von nun an hür, er ist von nun an frei. Was sagt der Gesandte Allahs? O Abu Mas'ud al-Ansari, das hast du gut gemacht. MashaAllah, hast du eine sehr schöne Tat gemacht? Er sagt das nicht. Er sagt, Lau lam taf'al, hättest du das gerade nicht gemacht, la fahatka naru, so hätte dich das Feuer umschlingt im Yawm al-Qiyamah. Hättest du jetzt gerade diesen kleinen Jungen nicht befreit als Sklaven, so hätte dich das Feuer ergriffen. Denk bloß nicht, du hast gerade was Gutes gemacht. Du hast gerade noch so die Kurve bekommen. So krass. Ein Kind. Bei Bukhari Muslim wird überliefert von Abu Huraira, es kam Beduin zum Propheten oder es wird berichtet Abu Aqra ibn Haris von den Beduinen und der Gesandte Allahs hat gerade Hassan und Hussein auf seinen Schoß gehabt und er hat die geküsst. Daraufhin sagt der Beduin, O Gesandte Allahs, ihr küsst eure Kinder? Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, ja. Er sagt, Wallahi, ich habe 10 Kinder und habe meine Kinder bis heute nicht einmal geküsst. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Awa amliku an naza'a Allahu fi qalbika rahma? Was kann ich noch für dich tun, wenn Allah aus seinem Herzen die Barmherzigkeit entzogen hat? Was soll ich noch für dich tun? Du bist ein erbarmungsloser Mensch. Was soll ich noch für dich tun? Deswegen, die heutigen Kinder sind die morgige Zukunft. Sie werden morgen die Erwachsenen sein. Wenn ihr heute die Eltern anguckt, weil ein Kind etwas kaputt macht, ein Glas kaputt macht, wird ein Kind, was unschuldig ist, was rein ist, wie ein Engel, sauberes Kind, wird das Kind geschlagen. Die schlagen so ihre Kinder, als würde man ein Kuffar schlagen. Der Vater, der kommt und schreit das Kind so laut an, nur weil es Lärm gemacht hat. Du würdest denken, er hat gerade einen Kafir angeschrien. Ein sauberes Wesen wie ein Kind schreit man an. Man schlägt ein Kind nur wegen einer Sache, weil es kaputt geworden ist, ein sauberes Kind. So war der Gesandte Allahs nicht. Guck mal, Anas bin Malik ist jemand, die Mutter hat Anas bin Malik dem Propheten als Sadaqa gegeben, weil sie hatte nichts. Hat gesagt, oh Allah, ich möchte dir auch was geben, hat Anas bin Malik gegeben. Anas bin Malik ist beim Gesandten Allahs groß geworden. Er sagt, Wallahi, der Prophet hat mich noch nie angeschrien oder er hat noch nie zu mir gesagt, oh Kind, warum hast du das gemacht? Wenn ich was falsch gemacht habe oder kaputt gemacht habe, hat er nicht gesagt, warum hast du das gemacht? Er hat mich nicht bloßgestellt, klein gemacht, dass ich keine Antwort wusste, mich verletzt. Der Gesandte hat mich nicht einmal angeschrien, hat nicht einmal zu mir gesagt, warum ich eine Sache gemacht habe. Weil ein Kind macht einfach. Man kann nicht ein Kind fragen, warum er das gemacht hat. So war der Gesandte Allahs gegenüber Kindern. Und wir, das fehlt heute bei uns. Die werden morgen die Kinder sein. Deswegen, wenn ein Kind jetzt schon Schläge kriegt, angeschrien wird, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, wenn das Kind 18 ist und bei einer Kleinigkeit, was nicht hinhaut, anfängt aggressiv zu werden, zu schlagen, zu brüllen, zu schreien. Das kommt dadurch, weil die Eltern das denen gezeigt haben. Weil die Eltern bei einer Kleinigkeit ausgeflippt sind, flippt das Kind bei 18, 19 Jahren auch dann draußen irgendwann aus. So entstehen Psychopathen. Deswegen, das liegt alles in der Hand der Eltern. Gegenüber wem war der Gesandte Allahs noch vor allem barmherzig? Und das ist sehr interessant gegenüber den Tieren. Der Gesandte Allahs war sehr barmherzig gegenüber den Tieren gewesen. Guck mal, der Gesandte Allahs kam eines Tages in einen Garten rein und da war ein Kamel gewesen, es hat geschluchzt, es hat Töne von sich gegeben. Daraufhin geht der Gesandte Allahs zu dem Kamel und legt seine Hand auf seine Stirn und streicht das Kamel. Als das Kamel den Gesandten Allahs sieht, fängt das Kamel an zu weinen. Der Gesandte Allahs sagt, wem gehört dieses Kamel? Und ein junger Mann von den Ansar kam und sagte mir, O Gesandte Allahs. Daraufhin sagt er, fürchtest du nicht Allah um diesen Kamel? Das Kamel sagt gerade mir, du würdest ihm zu wenig Essen geben und du würdest ihn sehr stark belasten. Fürchtest du nicht Allah im Yawm al-Qiyamah für das Haqq dieses Kamels? Sagt der Gesandte Allahs und verlässt diesen Ort. Der Gesandte Allahs weiß, denn er sagt zum Jungen, was machst du da?
Dieses Tier wird sein Haq von dir verlangen. Wie gehst du damit um? Ja, das sind Tiere, das sind doch mega, die raffen nichts. So war der Gesandte Allahs nicht gewesen. Guck mal, Ibn Abbas berichtet, ein Muslim, eines Tages lief der Gesandte Allahs und da kam ein Esel. Ein Esel ist ein Tier, das ist eines der wertlosesten Tiere. Man benutzt sogar als Beleidigung, wenn man jemanden klein machen will. Du bist wie so ein Esel, so dumm. Ein Esel hat keinen Wert. Und er sieht auf der Stirn, der Esel genau im Gesicht wurde Wesem gemalt. Wesem ist, wenn man Metall nimmt, heiß macht und dann bestempelt, damit man sagt, das Tier gehört mir. Der Gesandte Allahs läuft da vorbei und sagt, La'ana Allahu man wasamahu fi wajhi. Möge Allah denjenigen verfluchen, der in sein Gesicht das bestempelt hat. Der Gesandte Allahs, ich betone, hat nicht bei Taif La'nat gelesen. Er hat nicht verflucht. Aber als er das gesehen hat, hat er gesagt, möge Allah den verfluchen, der in das Gesicht von diesem Esel dieses heiße Feuer bestempelt hat. Er hat nicht gesagt, das ist ein Esel, es hat keinen Wert, es ist ein Tier, rafft nichts. Nein, der Prophet hat den Fluch auf diesen Menschen gelesen. Bei Nesai wird überliefert, dass der Gesandte Allah sagt, man kann hier jagen gehen. Man geht einmal jagen, wenn man für Essen, und einmal jagen für Spaß. Wenn man einen kleinen Vogel, Asfur, tötet, der nichts hat, ein kleiner Vogel, kein Fleisch, gar nichts, ganz kleiner Vogel tötet, ohne Grund, dann wird dieser Vogel im Jenseits zu Allah sagen, oh Allah, ich möchte mein Recht von ihm, er hat mich ohne einen Grund einfach getötet. Deswegen, ein Muslim, Tierschützer, können sich von den Muslimen mal was abschreiben. Wir Muslime sind nicht tierfeindlich. Jeder Muslim muss daher aufpassen, gegenüber Tieren sehr vorsichtig, sehr gnädig und sehr barmherzig zu sein. Selbst den Pflanzen, Ikhwan, eine Pflanze dauert so lange, bis sie wächst. Du ziehst einfach ohne Grund einen Ast ab, brichst einfach ab. Oder du ziehst einfach ohne Grund die Blätter davon ab. Ohne Grund, warum machst du das? Warum? Wenn du einen Grund hast, ja, aber warum ziehst du einfach jetzt gerade, es hat so lange gedauert, bis ein Blatt rauskam, du rupfst einfach ab. Warum? Man muss gnädig sein gegenüber der ganzen Schöpfung, haben wir gesagt, damit Allah sich dir erbarmt. Ihr kennt dieses bekannte Hadith, einmal mit dem Hund und einmal mit der Katze. Der Gesandte Allah, das wird bei Muslim überliefert, von Abu Huraira, die Frau von Bani Israel. Sie war Prostituierte. Sie hat sich Prostitution zu ihrem Job gemacht. Sie hat vieles gesündigt. Und eines Tages ist sie durstig, geht an einen Brunnen, holt Wasser und trinkt. Da kommt ein Hund, seine Zunge ist draußen. Die Frau sieht den Hund, geht in den Brunnen, nimmt sie ihr Schuh, macht da Wasser rein und gibt dem Hund Wasser. Und daraufhin vergibt Allah ihr ihre Sünden. Ihre Großsünden in den Fuhush, das ist Sinne hat sie gemacht, in Prostitution. Allah vergibt daraufhin ihre Sünden. Genau ein anderer Hadith, der wird uns bei Bukhari und Muslim überliefert, von Abdullah bin Umar. Eine Frau, die eine Katze zu Hause eingesperrt hat, ihr kein Essen gegeben hat und ihr nicht die Chance gelassen hat, dass sie draußen ihr eigenes findet, sagt der Prophet, aufgrund von dessen hat die Frau Azab gesehen. Und aufgrund von dessen wird die Frau bestraft werden. Und wird sie in die Hölle kommen. Jetzt die Frage, eigentlich könnt ihr fragen, was ist denn an diesen Taten so besonders? Ein Hund Wasser geben, eine Katze einfach einsperren. Eigentlich nichts Großes. Das ist eigentlich nichts Großes. Aber hier geht es nicht darum, um die Tat, hier geht es um die Tat des Herzens. Wir haben ja gesagt, wer kommt nicht in die Hölle? Ein Herz, was hartherzig ist. Ein hartes Herz kommt nicht in die Hölle, kommt nicht ins Paradies. Das sind die Eigenschaften der Höllen, haben wir gesagt. Ein hartes Herz, die Hochmütigen und die Vielsündigenden. Ein hartes Herz passt nicht ins Paradies. Die Frau, die das gemacht hat, hat ein hartes Herz gehabt. Sie hat nicht ins Paradies gepasst, deswegen wurde sie bestraft, damit ihr hartes Herz erstmal schmilzt. Die andere Frau, sie hat Sünden begangen, ja, aber sie hatte Rahmat in ihrem Herzen gehabt. Und weil sie gnädig war, hat sich Allah ihr erbarmt. Yani, wenn ihr wollt, dass Allah eure Sünden vergibt, seid Rahmat, seid gnädig, auf dass Allah sich euch erbarme. Wenn ihr wollt, dass Allah eure Sünden bedeckt, seid gnädig, dann wird sich Allah euch zurück erbarmen. Hier geht es darum. Hier geht es darum, wie ihr handelt. Welche kleine Taten gibt es im Leben des Propheten? Kennen wir da auch. Eine Frau, die die Moschee sauber macht, die Kleinigkeiten gemacht haben, aber die sind im Paradies, sagt der Prophet. Warum? Weil das, was die Tat besonders macht, ist die Absicht, ist das Ikhlas, ist das Taqwa, die Gottesfurcht. Das sind die Sachen, die die Sache besonders machen. Rahmat, Taqwa und Ikhlas. Du kannst manchmal eine Großtat machen, ein Gelehrter, ein Schahid werden, aber wenn da
deine Niyat kaputt war, mit bisschen nicht Ikhlas, bisschen Riyah, bisschen keine Angst vor Allah, dann ist diese Tat, die so groß war, so wertlos. Das, was eure Taten besonders macht, ist die Tat des Herzens, ist euer Herz. Ich möchte zum letzten Bereich des Themas kommen und danach beenden wir inshallah. Und zwar das größte Anzeichen, dass ihr Barmherzigkeit besitzt, ist, wenn eure Augen tränen, wenn ihr weint. Das ist der größte Beweis, dass ihr Rahmat noch im Herzen habt. Ein Auge, was nicht weint, von seinem Herzen wird das Rahmat weggenommen. Guckt mal, von Osama bin Zaid wird überliefert, bei Bukhari und Muslim, das Kind von Zainab, die Tochter des Propheten, war am Sterben. Sie schickt einen Boten zum Propheten und sagt zum Gesandten, dass er kommen soll. Der Gesandte sagt zum Boten, geht zurück und berichte ihr, alles hat Allah uns gegeben, Allah nimmt alles von uns, zu ihm kehren wir zurück und Allah hat zu allem die Macht. Sei geduldig, Allah wird dir einen Ausweg geben. Der Bote geht zu Zainab, Zainab schickt den Boten wieder zurück und sagt zu meinem Vater, zum Gesandten Allahs, bei Allah, er soll kommen. Ich schwöre, für Allah soll er kommen. Ich bitte ihn um Allah drum, dass er kommen soll. Der Gesandte steht auf mit Sa'd bin Ubadah und Muaz ibn Jabal und sie gehen zusammen zu Zainab. Dann sieht er das Kind, er nimmt das Kind in die Hand und fängt an zu weinen. Als Sa'd ibn Ubadah das sieht, sagt er, ja Rasulallah, du auch? Warum weinst du? Was ist das? Warum weinst du gerade? Der Prophet hat das Kind genommen, hat angefangen zu weinen. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, هَذِهِ رَحْمَةُ جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ. Dies ist Rahmat, was Allah in das Herz seines Dieners eingegeben hat. Er sagt, die Tränen, die gerade kommen, sind von meiner Barmherzigkeit. In einem anderen Hadith, der wird auch bei Bukhari Muslim überliefert, ihr wisst, Allah hat die Söhne vom Propheten sterben lassen, er hat sie nicht gelassen. Der Prophet hat Söhne bekommen, aber die sind früh gestorben. Und als sein Sohn Ibrahim im Sterben lag, hat man gemerkt, dass er seine Seele gibt. Er hat geatmet und der Prophet hat sein Kind genommen und er fing an zu weinen. Daraufhin sagt Abdurrahman bin Auf, Ma hazihi ya Rasulallah, was ist das? Warum weinst du gerade? Er hat das als eine Schwäche gesehen, als ein bisschen Hoffnungslosigkeit. Warum, o Gesandter Allahs? Warum weinst du gerade? Ma hazihi, was ist das? Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Innaha Rahma, das ist die Rahmat. Meine Tränen, die gerade kommen, sind nicht, weil ich hoffnungslos bin, weil ich gerade Angst habe. Nein, es ist eine Rahmat, die von meinem Herzen kommt. Das sind Situationen gewesen im Sterbebett, aber der Prophet hat nicht nur im Sterben angefangen zu weinen. Abdullah bin Mas'ud überliefert bei Bukhari und Muslim, eines Tages sagt der Gesandte Allahs zu mir, O Abdullah bin Mas'ud, komm, verlies mir den Koran. Und ich sagte, O Gesandte Allahs, der Koran wurde doch zu dir herabgesandt, warum soll ich denn lesen? Und der Gesandte sagte, ich mag es, den Koran von anderen zu hören. Er sagte, ich bin gekommen und habe von der Surah Nisa gelesen. Bis ich zu diesem Vers kam, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Daraufhin sagt der Gesandte Allah, Hasbuka, es reicht. Ich schaute den Gesandten an, der Gesandte war voller Tränen gewesen. Er hat angefangen zu weinen. Er war voller Tränen gewesen. Wisst ihr warum? Weil es in diesem Vers um ihn ging. Es geht darum, und wie würde es wohl sein, was wird wohl sein, wenn wir von jeder Umma einen Zeugen bringen werden und dich, Mohammed, als einen Zeugen gegen sie bringen werden. Und daraufhin hat der Gesandte Allahs geweint. Von Muta'arrif, radiallahu anh, bei Bukhari und Abu Dawud und Nasai wird das überliefert, wird berichtet, ich habe den Gesandten Allahs das Gebet verrichten sehen und er hat so stark geweint, es hat sich wie kochendes Wasser angehört. Es hat sich wie so, er hat richtig geweint aus dem Inneren, wie als würde gerade Wasser kochen. Aisha berichtet, als der Gesandte Allahs Nachtgebet verrichtet hat, hat er so sehr geweint, dass die Tränen in seinem ganzen Bart waren, dass die Tränen auf den Boden fielen und bis zu meinem Fuß kamen, meine Füße nass wurden. So hat der Gesandte Allahs geweint. Deswegen zu glauben, weinen ist eine Schwäche, Männer weinen nicht, das ist eine Jahiliyyah-Sache. Jemand, der umso mehr an Allah und seinen Gesandten glaubt, der wird umso mehr weinen auf Allah seinen Weg. Und ich sage euch eins, weinen ist nicht nur die Sunna des Propheten, weinen haben alle Propheten gemacht. Guck mal, Allah sagt
in der Surah Maryam, das 19. Surah, Vers 58, Ulaika allazina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyina. Das sind diejenigen, die Allah seine Gunst erwiesen hat von den Propheten. Und wer ist das, den Allah seine Gunst erwiesen hat? Min zurriyati Adam, von der Nachkommenschaft Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, und die wir mit Nuh a.s. auf das Schiff getragen haben. Wa min zurriyati Ibrahima wa Israila, und von der Nachkommenschaft von Ibrahim und Israel, yani Yaqub. Wa mimman hadayna wajtabaina, und diejenigen, die wir recht geleitet haben und auserwählt haben. Allah hat all diesen seine Gunst erwiesen. Die Propheten, die nachkommen und die er ausgewählt hat und recht geleitet hat. Warum? Warum hat er diesen Leuten seine Gunst erwiesen? Was haben sie gemacht? Das kommt genau jetzt. Im Anschluss sagt Allah, warum er ihnen die Gunst erwiesen hat. Iza tutla alayhi ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Wenn ihnen die Verse von Ar-Rahman verlesen werden, so fangen sie an zu weinen und fallen voller Träne in Sujud und beten. Es sind diejenigen, die voller Tränen weinen, sich niederwerfen und das Gebet verrichten. Denen wird Allah seine Gunst erweisen. Sie haben das alle gemacht. Ibrahim, sein Nachkommenschaft von Noah, von Adam, all diejenigen haben das gemacht. Deswegen, die Sahaba haben das als ein Problem gesehen, wenn sie nicht geweint haben. Sie haben gesagt, O Gesandter Allahs, mir kommen nicht mehr die Tränen, mein Herz hart geworden. Mein Herz ist wieder steinig geworden. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, geht, streichelt ein Waisenkind über den Kopf oder gibt einem Bedürftigen einen Arm Essen, speist einen Arm, das lässt euer Herz wieder weich werden. Von Ibn Abbas wird berichtet, von Tirmizi, Aynani la tamassuhumun nar. 2 Augen wird das Feuer nicht berühren. Aynun bekat min khashiyatillah. Ein Auge, was aus Furcht vor Allah tränt. Wa aynun badat tahrisu fi sabilillah. Und ein Auge, was auf Allah seinen Weg im Dschihad Wache hält. Diese 2 Augen werden das Höllenfeuer nicht sehen. Allah wird sie verschont lassen. Abu Umama berichtet bei Tirmizi, Laysa shay'un ahabba ila Allah min qatratain. Es gibt nichts mehr bei Allah, was mehr geliebt ist als diese 2 Tropfen. Qatratu dumu'i min khashyatillah. Das Weinen aus Furcht vor Allah, der Tropfen, der kommt aus Furcht vor Allah. Wa qatratu dammin tuhraqu fi sabilillah. Und das Blut, was auf Allah sein Weg vergossen wird, tropft. Diese 2 Tropfen sind die Allah am allerliebsten sind. Das Träne, was vor Allah fürchtet, weint, und das Blut, was für Allah tropft. Diejenigen, die weinen, werden mit denen gleichgestellt, die auf Allah seinen Weg sich anstrengen und den Dschihad machen. Im Jenseits, wisst ihr, wird es einen brutalen Ablauf geben, einen heftigen Ablauf, einen brutalen Ablauf, den sich keiner vorstellen kann. Einen heftigen Ablauf. Der Gesandte Allah sagt, an diesem Tag gibt es nur einen einzigen Schatten, das ist der von Allah subhanahu wa ta'ala. Und unter diesen Schatten werden 7 Gruppen verweilen. Und eine dieser 7 Gruppen sind diejenigen, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ. Das ist jemand, der im Verborgenen, wenn er Allah gedenkt, anfängt zu weinen und ihm die Tränen kommen. Das sind diejenigen, die unter den Schatten von Allahs kommen werden. Wenn jemand beim Beten, beim Koranlesen, beim Gedenken seiner Sünden, beim Gedenken der Gaben Allahs, beim Gedenken der Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala oder eine emotionale Sache passiert, ein emotionales Geschehen passiert, er dabei weint, so ist es eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand, der weder beim Gebet noch Koran ist, noch bei einer Janaza weint, der hat ein gewaltiges Problem mit seinem Herzen und er musste sich starke Sorgen machen und sollte versuchen, dieses Herz weich zu kriegen, indem er viel Amal as-Salih macht. Deswegen ist Weinen eins der größten Beweise oder Zeichen, dass man Rahmat im Herzen hat, und das ist nicht für einen Mann als Schwäche oder als eine niedrige Sache zu sehen. Im Gegenteil, das haben alle Propheten gemacht. Ich möchte zum Schluss kommen, und zwar zähle ich euch einfach mal 3, 4 Duas auf, die mit dem Namen Ar-Rahman gemacht werden. Ihr könnt Dua machen, unterschiedlich mit Ar-Rahman, Ar-Rahim. Im Koran gibt es sehr viele Duas. Von den Propheten gibt es viele Dua, wo Ar-Rahman, Ar-Rahim vorkommt. Erwähnt Ar-Rahman, Ar-Rahim in euren Duas, auf dass Allah eure Duas annehme. Und im Koran, zum Beispiel in der Surah 7, 151, sagt Allah,
Rabbi ghfirli wa li akhihi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. O Allah, vergib mir und meinen Bruder und lass uns in deine Gnade eintreten, denn du bist der gnädigste aller Gnädigen. Yani, du bist nicht nur barmherzig, du bist sogar der barmherzigste von allen Barmherzigen. Du bist der gnädigste einfach. Es ist unbeschreiblich, deine Barmherzigkeit. Oder wo Ayub a.s. zu Allah sagt, Iznada rabbahu anni massani durru wa anta arhamur rahimin. O Allah, Schande hat mich getroffen, denn du bist der allgnädigste, barmherzigste. Du bist von allen der barmherzigste. Errette mich daraus. Oder in Surah Naml, in der 27. Surah, Vers 19, wo es heißt, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Mein Herr, gib mir ein, dankbar für deine Gnade zu sein, die du mir und meinen Eltern gewährt hast, und gib mir ein, Gutes zu tun, dass ich dir wohlgefällig sei, dass du mit mir zufrieden bist, und nimm mich in deine Barmherzigkeit und unter deinen rechtschaffenen Dienern auf. In der Surah Hashr 59, Vers 10 sagt Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufun rahim. Unser Herr, vergib uns und unsere Geschwistern, die den Iman verinnerlicht haben, und lasse in unsere Herzen kein Groll oder Hass für diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben. Unser Herr, gewiss, du bist der Allgütige und der Rahim, der Gnädige. فَقَالَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. Wir sagen, auf Allah vertrauen wir. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. O Allah, lass uns bitte nicht zu einer Fitne werden für die Zalim, für die Unterdrücker, für die Ungerechten. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Und errette uns durch deine Gnade von dem Volk der Ungläubigen. Allahumma amin. Das dazu zu Ar-Rahman und Ar-Rahim. Wenn wir jetzt verstanden haben, was Ar-Rahman, Ar-Rahim ist, wie gewaltig Allah sein Ar-Rahman, Ar-Rahim ist, seine Barmherzigkeit ist, wo Allah seine Barmherzigkeit überall zu sehen ist, wie wir Allah seine Rahmat erlangen, wie wir diese Rahmat in unserem eigenen Leben umsetzen und wie wir mit seinen Rahman und Rahim-Namen Dua machen. Wenn wir diese Sache machen, so haben wir den Namen Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman und Ar-Rahim wahrhaftig gedient, ihm inshallah so wie es ihm gebührt gedient, und erhoffen uns, dass Allah ulaika sayarhamuhumullah, dass wir zu denjenigen gehören, die sich Allah erbarmen wird. Im nächsten Unterricht werden wir mit den nächsten Namen fortfahren. Ar-Rahman, Ar-Rahim schließen wir hiermit inshallah ab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.